Der Lars, der hat mir gesagt, dass sie heute hier eine Vorführung macht. Was Sie gleich zu sehen bekommen werden, ist das Showteam aus der Kung-Fu-Schule in Klein-Rönnau unter der Leitung von Lars Weidmann. Wir mussten ihn gerade abholen vom Kinderturnier nicht, sondern vom Kids Camp in Wittenborn. So ist das Team dann schnell zusammengekommen, um Ihnen gleich einmal eine Kampfkunstshow mit chinesischem Charakter zu zeigen. Das, was Sie sehen werden, sind Formelemente, sind Bewegungselemente, die bei uns in der Kung-Fu-Schule in Klein-Rönnau unterrichtet werden. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Der Löwe ist bei den Chinesen ein Glückssymbol, wird ganz oft benutzt für Einweihungen, Vorführungen, Hochzeiten und Geschäftseröffnungen. Was Sie jetzt zu sehen bekommen, ist das sogenannte Eskrima, der philippinische Stockkampf. Ja. Der alltägliche Trainingsalltag im Trainingsraum.
ist nach dem Kurzstock die erste etwas schwierigere Waffe, die die Schüler lernen. Formen sind Bewegungselemente mit einem imaginären Gegner. Die Form, die Julian zeigt, ist die sogenannte Limpo, heißt auch übersetzt fortgeführte Schritte. Ist die erste Form, die die Schüler nach ungefähr einem halben Jahr lernen. Das, was Sie jetzt sehen, ist eine fortgeschrittene Form, die Packweise 6. Die beiden haben schon den Braungurt, das heißt, sie sind mindestens 6 bis 7 Jahre im Training. Jetzt sehen Sie die verschiedenen Waffen, angefangen mit einer Bullenpeitsche, ist eine chinesische Tradition, damit zu arbeiten. Die Peitsche wirkt durch den Knall. Sollte sie eingesetzt werden, kann man damit schneiden wie mit einem Messer. Die Stahlpeitsche besteht aus 9 einzelnen Gliedern, ist eine fortgeschrittene Waffe. Wir sagen auch, die Waffe ist sehr gefährlich, weil man weiß nie, wo sie eintrifft. Der Speer, Königin der Waffen, bekannt aus vielen Kulturen. Kennzeichnend bei den Chinesen ist der Puschel vorne und das Geräusch, welches die Seele einer Waffe darstellt. Das Kwando oder auch die Hellebarde ist ebenfalls eine fortgeschrittene Waffe mit einem Gewicht von ca. 200 bis 200 Kilo, doch sehr schwer schon in der Handhabung. Das Schwert gehört mit zur Grundausstattung oder Grunderwerbung, ist eine sogenannte Soldatenwaffe, eine reine Hieb- und Stichwaffe, die nach dem Langstock unterrichtet wird.
sogenannte Henkersäbel oder auch Doppelsäbel in diesem Falle. Das sind zwei Säbel, die ebenfalls fortgeschritten sind. Ebenfalls jetzt zu sehen eine Form aus dem Mittelstufenbereich, vorgeführt von Hannah und Jessica. Das ist eine Form ehemals von Sifu Malia Bernal, die in den 70er Jahren entwickelt worden ist. Und jeden Montagmorgen treffen dann zwei Welten aufeinander. Einmal diejenigen, die sauber machen wollen, und diejenigen, die trainieren wollen. Nein, du bleibst hier, Kalle. Du bleibst hier bleiben, ne? Nee, du musst hier bleiben. Nein, Auch eine Möglichkeit, die Streitigkeiten in einer Ehe zu beseitigen. Der Part heißt auch Mach klar Schiff. Oh, der Umzug kommt. Die Haoqiong ist eine traditionell südchinesische Form, kennzeichnend durch eher feste Bewegung, nicht durch schnörkelige, geschwungene Bewegungen, sondern eher durch gerade, sehr tiefstehende, einfache Bewegungen. Zumindest sieht es so von außen aus.
Ein Mitbringsel aus China. Lars zeigt Ihnen jetzt eine Schwertform, die er direkt aus China von einem dort ansässigen Shaolin-Schüler mitgebracht hat. Selbstverteidigung oder der Straßenkampf gehört mit ins Programm. Jetzt zum Abschluss werden wir verschiedene Angriffs- und Verteidigungsvariationen zeigen. Der Umzug ist 5 Minuten zu früh. Ja. Möchte ich noch einmal einzeln die Teilnehmer und Mitglieder des Showteams zeigen, beziehungsweise einmal kurz vorstellen. Das ist einmal Julian Bär aus Bad Segeberg, Jessica Steuer, Hanna Westerhaus, Ole Berger, Britta Messerschmidt, Cora Diane Koch, Klaus Frank und der Leiter vom Showteam, Lars Weidmann. Wir wünschen euch noch viel Spaß heute auf eurem Fest. Und eins sollte ich noch mit ankündigen, denkt bitte dran,